Keiner erklärt wie er, warum sich die Welt nicht erklären lässt. Kein Philosoph vor ihm hat als Börsenhändler so viele Millionen verdient. Kein Statistiker hat je ein erfolgreicheres Buch geschrieben als er mit dem Schwarzen Schwan. Der Mann, der wie kaum ein anderer Denker mitunter auch böse über Leute wie Hillary Clinton oder Nobelpreisträger Joseph Stiglitz herzieht, will aber weder Philosoph noch Statistiker sein, sondern einfach ein Gelehrter, der unter dem Begriff Antifragilität ein Weltgesetz entdeckt hat, für das es bislang nicht einmal einen Namen gab. Vielleicht nennt man ihn deswegen in der Presse auch den heißesten Denker auf dem Planeten, und ich begrüße ihn wärmstens in unserem Studio. A very warm welcome to you, sir, in our studio. Nassim Taleb. Danke, es ist mir eine große Ehre, in der Schweiz zu sein. Nassim Taleb, Sie sind reich. Sie sind einer der meistbeachteten Intellektuellen der Welt. Sagen Sie, wow, das ist, was ich immer wollte? Oder damals als Bub im Libanon, haben Sie von ganz anderem geträumt? Wollten Sie vielleicht Außenminister des Landes werden, wie Ihr Urgroßvater und Großvater? Actually, ironically, Ich habe ironischerweise tatsächlich immer davon geträumt, ein Intellektueller zu werden. Ich habe versucht, Schriftsteller zu werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich wahrscheinlich... Ich mochte das Rampenlicht, zumindest am Anfang. Aber inzwischen genieße ich es nicht mehr. Und vor etwa 4 Jahren habe ich mich etwas zurückgezogen in die Forschung. Also Sie wollten berühmt werden, so als Romanschriftsteller, etwas Poetisches. Ja, aber dann mochte ich das doch nicht. Es ist so, wie wenn Sie im Restaurant Essen bestellen. Es Ihnen zunächst schmeckt, Sie es nochmals versuchen und dann merken, dass es nichts für Sie ist und Sie etwas anderes wollen. Ich gehe lieber zu McDonald's. Ich habe eine andere Laufbahn eingeschlagen, vom Schreiben von Büchern für das allgemeine Publikum hin zum Schreiben für eine technische Welt. Und das gefällt mir besser. Warum ist das lustiger? Es war eine gewaltige Anstrengung, dieses Buch zu schreiben. Es ist nicht meine persönliche Sprache, sondern eine technische. Wenn ich etwas in der technischen Sprache schreibe, muss ich mir keine Sorgen machen, nicht verstanden zu werden. Ich muss mich nicht darüber sorgen, dass meine Botschaft irgendwo verstümmelt wird. Es ist klar, es ist mathematisch. Das ist meine 3. Karriere. So habe ich eine andere Laufbahn eingeschlagen. Üblicherweise schreiben die Leute zuerst technische Sachen, beginnen hinterher fürs allgemeine Publikum zu schreiben und werden dann Geschäftsleute. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe als Geschäftsmann begonnen, dann bin ich Schriftsteller geworden und ich mochte es. Ich wollte damit erfolgreich sein, aber ich habe den Erfolg nicht gemocht. Und jetzt bin ich an meiner 3. Karriere und sie gefällt mir. Diese Karriere ist wie für mich gemacht. Technische Werke schreiben, obwohl sie sich nur an 100 Leute richten. Aber wissen Sie was? Ich werde lieber von 100 Leuten gelesen, die das Thema wirklich würdigen, als von Millionen, die nicht viel darüber wissen. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil Sie schreiben ja sehr gut. Sie schreiben sehr bildhaft. Ihre These, eine große These ist ja, die meisten Theorien, die die Menschheit seit Aristoteles gemacht hat, sind falsch und überschätzen sich. Und ich fand zum Beispiel die Stelle wirklich toll in Ihrem Buch Antifragilität, wo Sie das zeigen, wie wenig der Mensch eigentlich theoretisch kann, mit der Geschichte des Rollkoffers. Sie gingen einmal durch den John F. Kennedy Flughafen in New York und Sie haben immer viele Bücher dabei. Und dann haben Sie gestaunt, dass der Rollkoffer nicht früher erfunden wurde. Ja, das ist eine beispielhafte Geschichte, wie schlecht wir darin sind, Dinge zu entdecken. Aber auch, wie schlecht wir Dinge nutzen, die wir schon entdeckt haben. Es gibt 2 Methoden. Die erste ist hart und direkt, etwas entdecken, top-down, also deduktiv. Sprechen wir beispielsweise über das Rezept für den perfekten Hummus. Es gibt 2 Vorgehensweisen. Bei der ersten holen Sie sich Spitzenwissenschaftler von der ETH, geben ihnen eine Wandtafel und fordern sie auf, eine Formel zu erarbeiten.
So wie Einstein, der da die Licht... Ja, wie Einstein, obwohl Einstein ja nicht mit einer Formel begonnen hat. Sie beginnen also Schritt für Schritt mit der Formel. Wir versuchen, die chemischen Formeln der Materialien hinzuschreiben, welche den perfekten Humus, das perfekte Kichererbsenmus ausmachen. Das ist der eine Weg. Damit werden wir aber nicht so weit kommen. Der zweite Weg ist Trial and Error, Versuch und Irrtum. Sie fügen etwas hinzu, wenn es das Gericht verbessert, und verändern zufällig die Beigaben in kleinen Mengen. Es schadet niemandem, wenn Sie sich irren. Wenn es Ihnen nicht schmeckt, geben Sie es Ihrer Schwiegermutter oder sonst jemandem. Wenn es besser wird, dann wissen Sie, welche Beigabe, zum Beispiel das Olivenöl, den Geschmack für mehrere Leute verbessert. Sie entdecken etwas durch Versuch und Irrtum. Wir haben also zwei Weisen des Herangehens. Das Kochen, welches eine praktische Annäherung ist, die Mendel-Vorgehensweise, die römische Vorgehensweise. Nennen wir das die römische Vorgehensweise. Ja. Die Römer sind so vorgegangen. Die Römer waren sehr heuristisch, extrem praktisch, anwendungsorientiert. Hatten die Römer schon Koffern? Nein. Aber was ich gemeint habe, ist die Vorgehensweise des Forschens. Schauen Sie die Brücken an, die sie gebaut haben. Die stehen immer noch, die Aquädukte. Aber was ich eben in diesem Kapitel gelesen habe, ist, die Maya hätten den Rollkoffer erfinden können, wenn sie sich das besser überlegt hätten. Wir kommen gleich zum Rat, in einer Sekunde. Die zwei Methoden stehen im Gegensatz zueinander. Die griechische Top-Down-Methode, die sich Erfindungen ausdenkt. Die Griechen machten einige Erfindungen, zum Beispiel eine Dampfmaschine, die aber nie zur Anwendung kam. Die Griechen hatten die Dampfmaschine, aber sie haben sie nicht genutzt. Sie haben sie nicht verwendet. Sie haben den nächsten Schritt nicht gemacht. Wir haben also die intellektuelle Top-Down-Methode der Entdeckung und wir haben die praktische römische Methode, also Griechisch gegen Römisch. Der griechische Weg hat zur Mathematik geführt und zum Plan, wie eine Dampfmaschine aussehen könnte, die sie aber nie gebraucht haben. Die Dampfmaschine ist dann von Abenteurern in Großbritannien wiederentdeckt worden, welche völlig ungebildet waren. Sprechen wir nun über den Koffer. Wir haben nicht genügend Intellekt, nicht genügend Wissenschaft, um Dinge zu entdecken. Wir haben sie zwar, aber nicht genug für die Welt, in der wir leben. Sie ist zu komplex für uns. Wir entdecken Dinge durch Trial and Error. Wenn Sie daran denken, wie lange wir gebraucht haben, um diese bedeutende Anwendung zu entwickeln. Können Sie sich vorstellen, heutzutage noch schwere Koffer durch den Kennedy-Flughafen in New York zu schleppen? Und Sie haben immer sehr viele Bücher dabei und schwere Bücher? Ich habe eine Menge Bücher und reise viel. Trotz Laptop und weniger Bücher ist der Koffer immer noch sehr schwer. E-Books? Nein? Ich habe technische Schriften in elektronischer Form, aber ich kann keine E-Books lesen. Das ist gegen meine Ästhetik. Beginnen wir jetzt mit dem Rad. Das Rad ist in Mesopotamien entwickelt worden. Es gibt mannigfache Verwendungen in diesen 5000 Jahren. Die Maya schienen das Rad nicht zu kennen. Sie brauchten Sklaven, gaben ihnen wahrscheinlich Kartoffeln und Peitschenhiebe, damit sie die Gebäude bauten. Es hat sich nun aber gezeigt, dass sie das Rad doch hatten. Doch sie brauchten es für Kinderspielsachen. Sie kamen nie darauf, diese Technik für etwas anderes zu verwenden. Faszinierend. Bis der Tüftler kam, der gesagt hat, lasst uns diese Räder auf den Koffer bauen und das ist jetzt nützlich. Sie haben den Rollkoffer, wenn Sie nachher zum Flughafen gehen. Wir alle haben Rollkoffer. Das stützt auch Ihre radikale Aussage, dass die meisten Theorien grundkreuz falsch sind. Und ich möchte das zeigen. Halt nein. Ich sage nicht, dass die Theorien unrichtig sind. Doch sie sind ungenügend und überbewertet. Aber ich wollte darauf hinaus, oft ist der Ansatz doch falsch, überspannt. Und ich finde es spannend, wie Sie das mit 3 Vögeln zeigen. Metaphern von 3 Vögeln. Ich will ein bisschen Ornithologie hier, philosophische machen. Zum Beispiel der erste Vogel, vor dem Sie warnen, ist der Truthahn. Sie sagen, ganz wichtig zu verstehen,
den Menschen, seid kein Truthahn. Warum sollen wir kein Truthahn sein? Lassen Sie mich den Kontext der Truthahn-Geschichte zeigen. Es gibt zwei Lebenswelten. In einer können wir, dank wissenschaftlicher Technik, Menschen zum Mond bringen. Wir könnten das sogar mit einem Truthahn tun. Aber wir können den Verlauf der Börse von morgen nicht vorhersagen. Es sind also zwei Universen. Mein Truthahn-Gleichnis geht so. Ein Truthahn wird vom Metzger gemästet, jeden Tag 1000 Tage lang. Das wird jeden Tag dem Truthahn-Statistikamt gemeldet, der Forschungsabteilung, der Truthahn-Zentralbank und so weiter. Alle bestätigen, dass der Metzger Truthähne liebt und das Vertrauen in die Statistiken nimmt zu. Nun gibt es aber einen Tag in den USA, im November, an welchem es nie eine gute Idee ist, Truthahn zu sein. Das muss Thanksgiving sein, was da kommt. Genau, das Erntedankfest. Nun, 2 Tage vorher bereitet der Metzger dem Truthahn eine Überraschung, eine gewaltige Überraschung. Eine blutige Überraschung. Genau, eine gewaltige Überraschung. Da stellen sich nun 2 Probleme. Zuerst seien wir keine Truthähne, das ist das Wichtigste. Mein Ansatz im ganzen Leben ist, sorge dafür, dass du kein Truthahn bist. Sie können alle Informationen benutzen, alles, was Sie wollen, aber seien Sie ja kein Truthahn. Viele Leute werden zu Truthähnen, weil sie zu viele Informationen haben, welche sie verwirren. Dann überlegen sie sich Statistiktechniken auf dem falschen Gebiet. Ich meine die Börse. Doch was funktioniert, um einen Menschen auf den Mond zu bringen, funktioniert nicht an der Börse. Das ist das Erste. Das zweite Problem ist, dass die Leute meine Idee vom schwarzen Schwan nicht verstehen. Nur noch schnell, um das Kapitel mit dem armen Truthahn abzuschließen. Das läuft darauf hinaus, philosophisch gesprochen, auf das Induktionsproblem. Man kann aus dem, was bisher geschah, nicht folgern, was kommt. Dann frage ich Sie aber, Sie sind hier jetzt in der Schweiz, weil Sie gesprochen haben am Finanz- und Wirtschaftsforum Understand the Future. Ein Vortrag, den ich mir auch angeschaut habe. Ist das nicht ein Widerspruch? Jetzt, Sie sagen, man kann keine Prognosen machen von den Turkey-Erfahrungen, die man hat, und man lädt sie auf der ganzen Welt ein, um hier über die Zukunft zu reden. Viele Leute erwarten von mir Vorhersagen. Ich kann aber nichts voraussagen. Die ganze Idee vom Truthahn ist, nichts vorherzusagen, sondern vor Metzgern gewarnt zu werden. Lassen Sie mich diesen Unterschied erklären. Es ist das klassische Induktionsproblem. Ich habe es angepasst, indem ich etwas hinzugefügt habe, den schwarzen Schwan. Gut, zuerst habe ich es in ein statistisches Konzept gebracht. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, welcher den Leuten entgangen ist. Es ist ein schwarzer Schwan für den Truthahn, aber es ist kein schwarzer Schwan für den Metzger. Da muss ich jetzt wegen der Ornithologie, die wir hier philosophisch betreiben wollen, kurz in aller Form den schwarzen Schwan einführen. Was ist, das war ja das große Thema, der Titel Ihres letzten Buches, das sich millionenfach verkauft hat. Was ist in wenigen Worten der schwarze Schwan? Nun, es ist eine alte Metapher aus römischen Zeiten. So selten wie ein schwarzer Schwan. Es gab dort wohl sehr wenige schwarze Schwäne. In der Logik bedeutet dies, egal wie viele ausschließlich weiße Schwäne Sie beobachten, können Sie nicht behaupten, es gäbe keine schwarzen. Weil man lange gedacht hatte, man hat nur weiße Schwäne auf der Welt gesehen, es gibt keine schwarzen Schwäne, bis man einer in Australien, glaube ich, hat man gesehen. Ja, aber die Beobachtung eines einzigen schwarzen Schwans kann beweisen, dass es schwarze Schwäne gibt. Doch die Sichtung 1 Million weißer Schwäne kann kein Beweis dafür sein, dass es keinen schwarzen Schwan gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen der Absenz von Evidenz und der Evidenz von Absenz. Ich habe für Phänomene plädiert, welche nicht bloß selten sind wie der Vogel, sondern die zugleich eine große Auswirkung haben, wenn sie auftauchen. Was wären schwarze Schwäne, die uns beschäftigt haben? Ein positiver schwarzer Schwan ist das Internet gewesen, denn niemand hat es kommen sehen. Und nun schauen Sie mal, was es mit der Welt angestellt hat. Der 11. September war lokal ein schwarzer Schwan und die Dampfmaschine war wirklich ein schwarzer Schwan. Warum war 9/11 nur lokal ein schwarzer Schwan? Hat doch die ganze Welt verändert?
Er hat nicht dieselbe Auswirkung auf die Welt gehabt wie der Zweite Weltkrieg oder der Erste Weltkrieg, der ein großer schwarzer Schwan war. Zwar sagten ihn einige Leute voraus, aber niemand sah voraus, wohin er führen und welche Folgen er haben würde, wie viele Leute umgebracht würden, welche Veränderungen, welche großen Wandlungen auf der Landkarte Europas es geben würde. Lassen Sie mich hier auf einen zentralen Punkt kommen. Ich kann einige Arten von willkürlichen Ereignissen nicht voraussagen. Wenn aber jemand ein Geschäft aufzieht und sich auf die Vorhersagen verlässt, wird diese Person zerbrechlich sein. Ich kann also sagen, ob eine Struktur fragil ist oder nicht. Wenn Sie nicht auf Vorhersagen bauen, sind Sie robust. Sie müssen nicht sehr gut im Voraussagen der Zukunft sein. Darf ich wegen dem Stichwort robust den dritten Vogel einführen, der eine Rolle spielt in Ihrem Buch? Das ist der Phönix. Der ist robust, weil wenn er stirbt, dann kommt er aus dem Feuer wieder. Er kommt wieder so zurück, wie er war. Aber lassen Sie mich vorher zur anderen Idee der Antifragilität gehen. Lassen Sie mich etwas zur Vorhersehbarkeit sagen. Wenn jemand robust ist, sagen wir, wenn Sie 2 Nieren haben, dann sind Sie robuster als mit einer. Sie müssen die Zukunft nicht voraussagen können, weil Sie ein Extra haben. Wenn Sie Geld auf der Bank haben, was dasselbe bedeutet, wie wenn Sie 2 Nieren oder andere Redundanzen haben, dann müssen Sie nicht sehr gut darin sein, vorauszusehen, was Sie dazu bewegen könnte, das Geld zu benötigen, denn Sie haben es ja. Je mehr Puffer Sie haben, umso weniger vorausschauend müssen Sie sein. Je mehr Leverage, also Hebelwirkung Sie haben oder je fragiler Sie sind, umso mehr müssen Sie vorausschauen können. Das leuchtet mir sehr ein, aber Sie können doch für sich beanspruchen, dass Sie noch besser waren als ein robuster Phönix. Sie haben zum Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008 ein paar Jahre vorhergesagt. Da kam ein Journalist der New York Times zu Ihnen. Ja, in meinem Buch Der Schwarze Schwan habe ich den Zustand des Bankensystems beschrieben und ich habe gesagt, dieses System sei fragil. Die Bank Fannie Mae zum Beispiel stand lange Zeit vor dem Kollaps. Sie war auf eine Weise aufgebaut, die nicht mit extremen Darlehen umgehen konnte. Sie hatten Einblick gehabt in vertrauliche interne Papiere. Nein, nein, Sie können sich nur die Risiken anschauen. Das ist öffentlich. Einige Dinge waren öffentlich. Ich habe gelesen, ein Journalist der New York Times hätte Ihnen Einsicht gegeben. Der Journalist der New York Times warnte mich wegen der Tail Risks, die Risiken am Ende der Kette, aber die erkennt man ja aus der Struktur. Er warnte mich davor, dass diese Leute gefährdet waren. Wenn Sie auf Dynamit sitzen, wissen Sie, dass dies letztendlich explodieren wird. Viele andere Banken, und ich sehe die Banken als öffentlichen Bereich, hatten dieselben Risiken gegenüber willkürlichen Darlehen, weil sie die Risiken mit dummen Methoden berechneten. Anstatt sich auf Robustheit zu fokussieren, wollten sie versuchen zu berechnen, was in der Zukunft geschehen würde. Sie sagen, die Methoden waren statistisch, wissenschaftlich gesehen stupid, blöd? Ja, sie sind vollkommen blöd. Und alle diese ökonomischen Techniken und Risikoabschätzungen haben nie funktioniert. Viele Banken, so die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, lassen die Banken diese Methoden anwenden, doch die funktionieren nicht. Haben die es nicht verstanden? Waren die zu blöd an der Uni oder warum? Nein, 2008 hat man entdeckt, dass sie immer noch dieselben Methoden anwendeten. Aber wir wussten ja von 1994, dass diese Methoden schlecht waren. Ich wusste es von 1987, als ich mit Tail-Risk-Ereignissen konfrontiert wurde. Und alle wussten es von 1994, dass diese Methoden große Schwankungen nicht vorhersehen. Übrigens gibt es die beste Forschung über große Schwankungen hier an der ETH Zürich. Die haben das ein bisschen besser gesehen. Die Besten der Welt. Dieses ETH-Zentrum hat die beste Forschung über extreme Schwankungen gemacht, hier in Zürich. Ich werde zurückkommen und sie immer wieder besuchen, denn die haben begriffen, dass sie extreme Risiken anschauen müssen und nicht nur die üblichen. Denn was zählt, sind die Extreme. Und so kann man natürlich Robustheit aufbauen und sich gegen Extreme schützen. Ich teile die Welt in 2 Kategorien. In jene, die verstehen, dass es extreme Darlehen gibt, und das sind diejenigen, die überleben werden, und jene, die das nicht tun. Sie können also vorhersagen, dass diejenigen, die das nicht kapieren, letztlich kollabieren.
Darf man sagen, sehr viele haben es nicht rechtzeitig verstanden. Sie blieben ein einsamer Rufer in der Wüste und haben sich viele Feinde gemacht damit. Ich war nicht der Einzige, doch ich hatte eben nicht den üblichen Ansatz, sondern einen etwas systematischeren. Ich habe ja von diesen großen Schwankungen gelebt, also den Truthahnproblemen. Alle 4-5 Jahre verdienen sie Geld damit und das ist in Ordnung. Das war als Börsenhändler. Ja, ich war Börsenhändler und setzte auf diese Ereignisse. Man beginnt sich Leute anzuschauen, die komplett scheiterten, auch Nobelpreisträger. Dann merkt man, dass diese Leute sehr gut darin sind, Sicherheitsgurte einzubauen. Doch ihre Sicherheitsgurte funktionieren nicht bei einem Unfall. Es gibt eine logische Inkohärenz der Art und Weise, wie sie Dinge berechnen. Sie taugen für das Gewöhnliche, doch wen kümmert schon das Gewöhnliche? Sie müssen sich über den Flugzeugabsturz Sorgen machen, nicht über schlechten Kaffee im Flugzeug. Das ist nicht das Risiko. Und mit dem Vorgehen konnten Sie viel Geld verdienen? Der Punkt ist nicht so sehr das Geld, sondern vielmehr der intellektuelle Befund. Es gibt eine Klasse von Ereignissen, welche Sie nicht vorhergesehen haben. Hunderttausende Individuen sind ins ökonomische Leben involviert, durch Vorhersagen, Analysen, all die Dinge, die sie nicht sehen konnten. Die Idee ist aber, den nächsten Schritt zu machen und zu schauen, dass sie robust sind. Die Aufnahme des Schwarzen Schwanes war für mich enttäuschend. Er ist sehr zurückhaltend aufgenommen worden, weil die Leute die Botschaft des Schwarzen Schwanes nicht verstanden haben. Sie mochten das Buch, sie kauften das Buch, haben aber die Botschaft nicht verstanden, außer ein paar wenigen. Sie haben nicht wirklich bemerkt, dass sie auf die Robustheit gegenüber dem Schwarzen Schwan achten sollten, anstatt zu versuchen, schwarze Schwäne vorherzusehen. Damit können Sie manövrieren. Sie können sagen, dass alles, was fragil ist, zerbrechen wird. Ich werde fragil gleich definieren. Ich kann sagen, diese Brücke ist fragil und wird in 30 Jahren nicht mehr da sein. Ein römischer Aquädukt ist robuster und einer wie der Pont du Gard wird auch in 30 Jahren noch da sein. Stimmt es, wie Sie schreiben, dass die römischen Ingenieure unter der Brücke schlafen mussten, die sie gebaut hatten? Genau. Und die Schweizer haben eine ähnliche Struktur. Das Prinzip ist, das zu essen, was man selber gekocht hat. Eine Struktur, die auf lange Sicht gute Leistungen hinbringt, sind Systeme, in welchen die Leute lokal für Irrtümer bezahlen. Das einzige Land, in welchem von einem Bankmanager Geld zurückverlangt wurde, war die Schweiz 2009. Immer noch mit ein bisschen Abfindung, aber wenigstens aus dem Spiel genommen. Nein, indem sie ihm den Bonus wieder weggenommen haben. Reden wir über die Struktur. Wenn Sie eine Bonusstruktur haben, in welcher Leute Fehler machen und dafür nicht bestraft werden, etwa wie in Washington, dann läuft's schief. Denn große Staaten und Zentralisierung funktionieren nicht, weil die Leute nicht direkt für ihre Fehler bezahlen. Wenn Sie aber bottom-up, also von unten nach oben, induktiv organisiert sind, ausgehend von den Kantonen und Sie in dieser Gemeinschaft Fehler machen, empfinden Sie Scham. Und das ist eine Art der Abschreckung, welche Sie daran hindert, gewisse Fehler zu machen, denn Sie leben in einer Gemeinschaft. Die Schweiz hat einen Bottom-up-Ansatz, also von unten nach oben, und das beschreibe ich ja in meinem Buch. Deshalb läuft es hier besser, denn die meisten Leute bezahlen für ihre Irrtümer. Ja, also als Schweizer Leser bekommt man eine stolz geschwellte Brust bei der Lektüre, weil Sie sagen, vielleicht ist die Schweiz das solideste Land der Welt. Warum? Das war sie. Ich weiß nicht, was jetzt und in Zukunft passiert. Bis vor 4 Jahren haben die Leute das politische System nicht verstanden. Wir müssen aber zuerst über die Verletzlichkeit, die Fragilität sprechen. Können wir nun über die Fragilität sprechen? Gehen wir zu. Ich wollte nur noch mir noch mal erlauben, kurz nachzubohren, dass Sie als Börsenhändler reich geworden sind. Das habe ich erlaubt, mir so offen hier Ihnen vorzulegen, weil es gibt doch in Amerika das Sprichwort, if you're so smart, why ain't you rich?
das ist ja auch diese Idee, die Theoretiker im Leben bestehen sie nicht und sie sind reich geworden. Das fasziniert mich. Nun, es hängt davon ab, was Sie als reich bezeichnen. Ein paar Millionen schon. Nein, 1987 in meinen 20ern bin ich unabhängig geworden und ich musste dafür arbeiten. Aber das war weitgehend zufällig. Ich dachte zwar daran, dass seltene Ereignisse wirklich eintreffen würden, aber ich dachte nicht daran, dass ich von diesen so sehr profitieren könnte. Welcher schöne schwarze Schwan hat Sie reich gemacht? 1987 wurde ich unabhängig. Ich war nicht sehr daran interessiert, reich zu werden. Diesen Crash haben Sie verdient. Ja, 1987. Dann hatte ich noch 2 weitere Episoden. Die letzte war in der Periode 2008-2009, also nach dem Schwarzen Schwan. Ich habe den Erfolg wiederholt. Es ist aber nicht der springende Punkt, reich zu sein oder nicht, sondern unabhängig zu sein. Ich habe immer gesagt, unter anderem in meinem Aphorismusbuch, dass das Schlimmste ist, nicht frei zu sein. Man kann sehr reich, aber unfrei sein. Zum Beispiel, ein Portier kann freier sein als der Verwaltungsratsvorsitzende eines Unternehmens. Die Idee ist, eine gewisse intellektuelle Unabhängigkeit zu haben, damit Sie nicht von Ihrem Job abhängig sind. Sie sind robuster als Portier oder Buschauffeur oder sonst etwas, bei einem Minimallohn oder wenig darüber. Sie sind robuster, als wenn Sie ein Unternehmen leiten. Obwohl der Direktor jeden Monat den gleichen schönen Lohn hat. Ja, schon, aber die sind intellektuell nicht frei. Ich will intellektuell frei sein. Ich habe nicht die Vorstellung, reich zu sein, sondern frei genug zu sein, so dass man sich nicht über wirtschaftliche Folgen für alles, was man tut, Sorgen machen muss. Das ist die Idee. Wohlstand wird für mich nicht durch Kaviar und Champagner und teuren Wein ausgedrückt. War das der Moment, den Sie im Buch beschreiben, wo Sie irgendwo in New York, Sie sagen sogar welche Street, aber ich weiß es nicht mehr, Ihre Krawatte weggenommen haben, weggeworfen haben und in Ihre Dachwohnung gegangen sind? Nein. Nach dem Börsenkrach zog ich eines Tages meine Krawatte aus und warf sie in den Mülleimer an der Ecke Park Avenue an der 48. Straße. Gehen Sie mal nachsehen, was aus ihr geworden ist. Seither trage ich keine Krawatte mehr. Für mich ist Freisein wichtiger als Reichsein. Und dann gingen Sie in Ihre Dachwohnung und haben mindestens 2 kalte Winter lang, lese ich im Buch, nachgedacht mit einer Teetasse in der Hand. Und jetzt kommen wir zur Fragilität. Nein, die Idee der Fragilität oder Zerbrechlichkeit ist mir viel später gekommen. Was haben Sie in der Dachwohnung gemacht? Ich habe keine Dachwohnung. Sie schreiben Nein, das ist Nero. Ich habe keine Dachwohnung. Ich mag keinen Luxus. Sie haben nie in einer Dachwohnung, nein, nicht Luxus, ein günstiges, kühles Apartment. Ich habe das so verstanden. Sie werfen die Krawatte weg, Sie gingen und haben sich die Zeit genommen, lange nachzudenken. Nein, die Geschichte von Nero ist leicht anders als meine persönliche Geschichte. Das ist nicht zu verwechseln. Ich bin ein Journalist, ich liebe die Storys, Sie nicht so. Ich habe die Finanzwelt vor etwa 10 Jahren verlassen. Davor verbrachte ich etwa 20 Jahre als Börsenhändler. Ich verließ die Finanzwelt und kam wieder zurück, nachdem ich meinen Doktor gemacht hatte. Als ich die Finanzwelt dann wirklich verlassen habe, nach über 20 Jahren, schaute ich mir eines Tages eine Kaffeetasse an. Etwas Fragiles, Zerbrechliches. Ich sagte, oh, die ist fragil und sie mag keine Unordnung. Dann begann ich mit der ökonomischen Forschung. Und das hat sich erst neulich in den letzten 3 Jahren voll entwickelt. Und weshalb ich jetzt in Vollzeit ökonomische Forschung betreibe, ist, weil ich von der Aussage, das ist fragil und mag keine Unordnung, hin will zur Aussage, das ist fragil, weil es keine Unordnung mag. Oder anders gesagt, alles, was fragil ist, mag keine Unordnung. Das ist der Schlüssel. Wenn es hier ein Erdbeben gibt, hat dieses Glas dann irgendwas zu gewinnen? Nicht wirklich. Null und nichts. Ja.
Wenn Sie damit einen Fehler machen, kann es entweder so bleiben oder zerbrechen, aber nicht besser werden. So habe ich plötzlich die generelle Idee definiert. Fragil ist das, was keine Unordnung mag. Was keine Unordnung mag, mag auch die Zeit nicht. Keine zufälligen Ereignisse, sondern mag Ordnung. Dann ist robust also, was sich nicht um Unordnung kümmert. Das ist der springende Punkt. Und das hat es vorher nicht gegeben. Das war unser Phönix. Aber jetzt ein Phönix sein genügt nicht. Man muss wie die Hydra sein. Wenn Disorder, Unordnung kommt, wenn Kopf weg, dann profitiert man sogar davon. Ja, genau. Das sind allgemein die Art von Dingen, die etwas Unordnung mögen. Bis zu einem gewissen Punkt, also mehr oder weniger Unordnung. Man kann wissenschaftlich, mathematisch darstellen, dass es Strukturen gibt, welche keine Volatilität, keine Unstetigkeit, keine Sprunghaftigkeit mögen. Und im Börsenhandel wussten wir eine Menge über Volatilität. Ich war auf Volatilität spezialisiert. Es gibt Dinge, die keine Volatilität mögen, und es gibt solche, die das mögen. Finanzpakete profitieren von Aufruhr. Für den Unterschied zwischen den beiden gibt es ein Wort: Derivate, komplexe Derivate, eine meiner Spezialitäten. Aber es kommt im kulturellen Vokabular überhaupt nicht vor. Sie haben viele Sprachen abgecheckt. Nirgendwo gab es für diese Idee, dass etwas unter Stress profitiert. Nirgendwo gab es ein Wort. Nein, doch wir suchten weiter nach einem Wort. Ich fragte dann nach dem Gegenteil von fragil. Das ist solid, unzerbrechlich, gesund, robust, belastbar. Aber das bedeutet eben nicht das Gegenteil von etwas, das durch Unordnung beschädigt wird, sondern das Gegenteil ist etwas, das durch Unordnung gewinnt. Wir suchten im Französischen incassable. Nein, das auch nicht. Auch kein deutsches Wort. Wir suchten weiter in den sozialen Netzen. Dank dem Internet gibt es ja ein großes Publikum, das man fragen kann. Wir hatten die Hoffnung, vielleicht auch ein Wort in Armenisch zu finden, aber es erwies sich als Sackgasse. Wir versuchten alles, bis hin zum Chinesischen. Auch da war nichts. Doch wir suchten noch wochenlang weiter. Ich fragte dann die Leute mit einem Post: Bitte sagt mir, was das Gegenteil von fragil ist. Gibt es ein Wort, welches das in eurer Sprache beschreibt? Natürlich gab es viele falsche Resultate. Wir konnten am Ende kein Wort finden. Also in der menschlichen Kultur gibt es das nicht, in der Natur schon. Die Natur, die ist jetzt Die Natur versteht das und wir tun das auch. Lassen Sie mich das so sagen. Was von der Unordnung profitiert, profitiert von der zeitlichen Dauer, von Schocks und Unruhe. Wir haben das bei Innovationen gesehen. Es gibt Unternehmen, etwa Pharmaunternehmen, die machen Fehler. Sie suchen nach einem hochwirksamen Medikament und entdecken Viagra. Das war keine Absicht, sondern ein kleiner Fehler. Das ist antifragil, wenn Sie von einem Fehler profitieren. Viagra ist antifragil. Das Wort, die Fähigkeit, einen Fehler zu nutzen, um nachher Geld damit zu verdienen, das ist antifragiles Verhalten. Ja, genau. Und diesen Begriff haben Sie jetzt eingeführt, dass der Titel Ihres Buches verbessern aufgrund der Fehler? Das, was Willkürlichkeit mag. Darwin hat das bemerkt, aber er hat den Begriff antifragil nicht gebraucht. Lassen Sie mich das erklären. Antifragilität profitiert von Zufällen und Fehlern. Der Grund, warum Sie und ich existieren, ist die DNS. Denn wenn sich die DNS vermehrt, dann ist das, als ob man eine Fotokopie machen würde. Mit einem Fehler. Wenn der Fehler nutzbringend ist, dann wird die Spezies besser. Falls es aber ein richtiger Fehler ist, ergibt sich nichts daraus. Die Zufälligkeiten in der Umwelt helfen der Spezies also, sich zu verbessern. Aber das ist gut für die Spezies, nicht für das Individuum. Insofern ist die Evolution... Das ist nicht gut für das Individuum, aber für die Spezies. Wir müssen aus der Perspektive des Kollektivs denken. Fehler, zum Beispiel im Gastgewerbe, nützen der ganzen Restaurantindustrie, nicht aber dem einzelnen Restaurant, das den Fehler gemacht hat.
Wir müssen in größeren Begriffen denken, was für das System und weniger für das Individuum gut ist. Ein Beispiel. Wenn morgen ein Flugzeug abstürzt, ist das eine schreckliche Nachricht für die Leute an Bord. Schrecklich für die Familien und alle anderen. Das würden wir lieber nicht haben. Sie müssen aber daran denken, dass es schon einen Tag nachher viel sicherer sein wird für alle, die fliegen. Viele Leben werden durch das System gerettet. Was mich umbringt, macht sie stärker. Nicht wie Nietzsche gesagt hat, was mich nicht umbringt, macht sie stärker. Was mich umbringt, macht sie stärker. Genau, es bringt mich um, macht sie aber stärker. Für sie ist das blöd. Kommen wir zurück zu den Spezies. Darwin hat begriffen, weshalb sie sich entwickelten, obschon er wahrscheinlich nichts über Genetik wusste. Aber die Natur nutzt Fehler auf zwei Ebenen. Die erste ist die Ebene der DNS. Die andere ist die Zufälligkeit in der Umwelt. Wenn die Umwelt nicht zufällig ist, gibt es keine Selektion. Die Umwelt trägt gewisse Variationen in sich und es gibt Individuen, die dadurch besser gedeihen. Man braucht eine gewisse Art von Schwankungen und Veränderungen, um Sachen zu verbessern. Das aber auch auf der menschlichen Ebene, auf Ihrer Ebene. Wenn Sie zum Beispiel Stressfaktoren und gewisse Schwankungen haben, geht es Ihnen besser. Die Leute merken gar nicht, wie universell das ist, bis zu einem gewissen Grad. Wenn Sie und ich eine Zeit lang im Weltraum wären, würden wir an Knochendichte verlieren. Und das verstehen die Leute. Sie haben also eine Ahnung von Antifragilität, wenn Sie merken, dass Sie ins Fitnessstudio sollten. Warum sollten Sie ins Fitnessstudio gehen? Um Ihren Körper zu quälen. Das wollte ich Sie fragen. Welche Strategie, jetzt nicht als Spezies, sondern als Einzelmensch, muss ich haben, um antifragil zu werden? Zum Beispiel Training in den Fitnessclubs. Sie machen das wirklich. Stellen wir das in einen allgemeinen Kontext. Als erstes, Sie wollen nicht fragil sein. Um nicht fragil zu sein, um schwarze Schwäne zu vermeiden, dürfen Sie nicht paranoid sein, sondern müssen sich auf die großen Risiken konzentrieren. Auf persönlicher Ebene sind das ganz einfache Techniken. Erstens, steigen Sie nie in ein Flugzeug, das nicht von Profipiloten geflogen wird. Aber bei den Professionellen schon, weil dort ist das... Bei den Profis der Fluggesellschaften schon. Sie haben in den USA 22 Millionen Flugbewegungen jährlich, ohne tödlichen Unfall. Zweitens, schließen Sie sich nicht der Mafia an. Nicht zur Mafia, weil die töten sich. Werden Sie kein Mitglied der Mafia. Rauchen Sie nicht und meiden Sie Zucker. Zucker auch weg, ja. Mit diesen 4 Regeln verlängern Sie Ihre Lebenserwartung gewaltig. Ja. Und das machen Sie alles. Sie sind nicht nur ein Statistiker, der das gehört. Es gibt noch eine 5. Regel und Sie können bis zu 10 gehen. Fahren Sie nicht Motorrad. Sie können das für jeden Bereich machen, für Ihr Portfolio und andere Dinge. Um von der Antifragilität zu profitieren, haben Sie bis hierher die großen Risiken und negativen Zustände vermieden. Ich erlaube mir nur schnell dazwischen zu fragen, also paranoid sein, wenn es um die großen Risiken geht. Viele würden sagen, zumal vielleicht Motorradfahrer, und so, dann ist die Freude aus dem Leben weg. Beim Motorrad ja, ich weiß, aber man kann auf viele andere Weisen Spaß haben, ohne große Risiken einzugehen. Bergsteigen ist nicht gut, obschon die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, sich umzubringen, aber kumulativ eben doch. Denn wenn man es überlebt, macht man es wieder und wieder und dadurch wird die Lebenserwartung viel kleiner. Aber Sie sind nicht gegen Vergnügen im Leben oder so? Nein, ich bin dafür, Spaß im Leben zu haben, solange man lebensbedrohliche Elemente beseitigt. Dann kann man gewisse Risiken und Schwankungen tolerieren, weil sie begrenzt sind. Sie müssen das entfernen, was ich als Schwanz, als das Ende bezeichne. Nur wenn ich sagen darf, ich hatte vor ein paar Wochen am Tisch hier die besten Schweizer Bergsteiger. Die machen das natürlich ganz falsch von Ihnen aus gesehen, die riskieren ihr Leben sehr oft, aber die sagen mir, das ist der Sinn des Lebens. Na gut, vielleicht. Ich spreche nicht von existenziellen Angelegenheiten. Ich sage bloß, lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie gewisse Arten von Risiken eingehen. Sie gehen das Risiko ein, zu sterben.
Dabei gibt es viele andere Dinge, die Sie tun können und die viel besser für Sie sind und die nicht das große Risiko beinhalten, also den schwarzen Schwan, und die Sie dennoch von Unordnung profitieren lassen. Als erstes können Sie Abweichungen in Ihre Essgewohnheiten bringen. Essen Sie nicht regelmäßig, fasten Sie zwischendurch. Essen Sie mal viel und mal gar kein Fleisch, so wie unsere Vorfahren. Bringen Sie Abwechslung und Aufregung in Ihr Leben. Gehen Sie manchmal in extreme Kälte oder extreme Hitze. Bleiben Sie nicht immer in der gleichen Temperatur. Gehen Sie ins Fitnessstudio und schocken Sie Ihren Körper und erleben Sie auch Schwierigkeiten in Ihrem Leben. Ich will den Fitnessclub noch genauer heranzoomen, weil was ich gelesen habe, dort machen sie richtig harte Übungen. Sie nehmen die schwersten Gewichte und machen solches Zeug, was die Muskeln richtig beansprucht mit Hanteln. Nun, Sie fordern mit dem Gewichtheben auch Ihre Knochen und stemmen einmal die Woche so viel Gewicht, bis Sie nicht mehr gehen können. Wie viel mögen Sie? Die Zahlen spielen keine große Rolle, aber was ich tue, ist für mein Alter gut. Sie heben es bis hierhin hoch, nur einmal, das Maximalgewicht. Das ist aber nicht die eigentliche Idee, sondern es gibt eine Kategorie von Dingen. Ich bleibe trotzdem nur noch eine Sekunde, wenn ich darf, weil Sie schreiben auch, Sie haben es ein bisschen auch gemacht, diese Übung mit den Hanteln, weil Sie bedroht wurden. Also da waren richtige Risiken. Sie haben die Bankenwelt verärgert nach der Finanzkrise und Sie wollten zuerst einen Bodyguard anstellen und am Schluss sahen Sie selber aus, schreiben Sie, wie ein Metzger oder ein Bodyguard. Nun ja, nach der Finanzkrise 2009 kam ich hierher in die Schweiz. Ich war in Davos, zum ersten und letzten Mal. Ich wurde gewarnt, dass mich gewisse Leute verprügeln wollten. Im Fitnessstudio sprach ich mit einem Kollegen darüber, einem mächtigen Kerl, einem Leibwächter. Dieser bot mir an, mitzukommen. Dann dachte ich darüber nach und fragte ihn, wie er Leibwächter geworden sei. Dann erklärte er mir diese Kultur. Sie machen eine minimale Anzahl Wiederholungen, stemmen dabei aber das Maximum, das sie können. Das muss man zuerst lernen und ab und zu gibt es Verletzungen, so wie ich sie gerade hier oben an der Schulter habe. Wenn Sie einen kleinen Fehler mit großen Gewichten machen, können Sie einen Monat keines mehr heben. Aber lassen Sie mich Ihnen zuerst die allgemeine Idee geben, dann können wir zur spezifischen gehen. Haben Sie schon mal etwas von posttraumatischer Störung gehört? Klar. Deshalb ermutige ich die Leute, sich Dingen auszusetzen, die zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen können. Die Leute verstehen nämlich nicht, dass es auch posttraumatisches Wachstum gibt. Und das tritt weit häufiger auf als posttraumatische Störungen. Das gibt's, man muss sich dem nur aussetzen. Sie müssen sich Schwierigkeiten aussetzen, die Sie nicht umbringen. Nicht so wie das Motorrad, sondern einer mäßigen Menge an Stressfaktoren. Seien diese nun physische Stressfaktoren wie Gewichte stemmen, Hitze, Hunger oder Ähnliches. Ja. Oder psychische. Als ich während des Krieges im Libanon war, in der Mittelschule, starben meine Freunde auf dem Schulweg. Mindestens 6% meiner Klassenkameraden wurden im Krieg getötet. Man denkt, wer das mit ansieht, muss traumatisiert sein. In Beirut war das? Das war in Beirut, ja. Doch ich war überhaupt nicht traumatisiert. Meine Schule war nicht weit weg von der grünen Linie, 200 Meter von der Demarkationslinie entfernt. Bin ich traumatisiert? Nein. Also dachte ich nach. Vielleicht bin ich dadurch besser geworden? Dann sah ich mir die Literatur an und berief mich auf das, was man posttraumatisches Wachstum nennt. Mit anderen Worten, Vorfälle und Schocks, welche Sie in Ihrem Leben gehabt haben, führen generell zu Verbesserungen. Nur in seltenen Fällen führen sie zu Traumata. Die Leute sprechen aber nicht über posttraumatisches Wachstum, sondern über posttraumatische Störungen, denn Psychologen verdienen kein Geld damit, sie von posttraumatischem Wachstum zu heilen. Aber wie wissen wir, ob mich das Zeugs umbringen wird oder nicht? Beim Flugzeug haben Sie eine gute Regel, nur professionelle Piloten. Bei so existenziellen Sachen, wie weiß ich, wie weit ich gehen soll?
Was uns umbringen wird, ist in der Tat das Fehlen von Schocks und Traumata. Das Gewichtheben wird sie nicht umbringen, sondern ihre Lebenserwartung erhöhen. Wir müssen das auswählen, was sie nicht umbringt. Bergsteigen kann sie umbringen, Bergwandern aber nicht. Ich sehe das. Wenn Sie jung sind, sollten Sie einen Beruf ergreifen. Ich ging zum Börsenhandel. Man denkt, das sei ein gefährlicher Beruf, unstetig, mit Traumata. Doch nein, ganz und gar nicht. Wenn man jung ist, setzt man sich vielen Schockereignissen aus. Man holt alles heraus, man wird gefeuert, man geht Risiken ein. Doch diese Risiken sind nicht tödlich. Das meine ich. Sie müssen in Ihrem Leben genug Abwechslung haben, damit Sie besser werden können. Und später sprechen Sie auch von einer Handelsstrategie, aber jetzt nicht im Fitnessclub die handeln, sondern Sie sagen, man soll sich risikomäßig so verhalten, dass man zum Beispiel sein Geld 90% anlegt, ganz sicher, ganz langweilig, und 10% richtig verrückt. Das ist die Handelsstrategie. Genau, um zu vermeiden, bankrott zu gehen. Das ist etwa dasselbe, wie wenn Sie vermeiden, in einen Helikopter mit Ihrem Cousin zu steigen. Diese Idee können Sie in jeden Bereich übertragen. Wenn Sie ein gutes Portfolio wollen, legen Sie den großen Teil sehr sicher an. Einen kleinen Teil aber setzen Sie dem größten Risiko aus, welches Sie eingehen können. Und nicht alles im Mittelweg da. Nichts in der Mitte, nichts. Das haben Sie probiert, das funktioniert, wenn man es so macht. Ich habe mir 27 Bereiche angeschaut, die ich in meinem Buch aufliste, in welchen eine Firma dasselbe tun könnte. Ein großer Teil der Geschäfte laufen konventionell. Man verkauft zum Beispiel Schokolade. Der Rest hingegen, wie Google, versucht, das nächste neue Geschäft zu finden. Auf einer Seite gibt es also viel Risikofreude und auf der anderen kaum Risiken. Sie sagen sogar, im Tierreich gibt es diese Strategie. Auch bei den Vögeln zum Beispiel und bei den Menschen. Gut, gehen wir zu den Vögeln. Bei den Weibchen hat man gemeint, sie seien treu und monogam, weil sie beim gleichen Männchen blieben. Sie wählen ein solides, aber langweiliges Männchen als Gatten aus, doch sie betrügen es mit dem Rockstar. Der Rockstar ist als Gefährte zu flatterhaft, also nehmen die Weibchen den zuverlässigen, betrügen ihn aber in 5 bis 10% der Fälle mit dem Rockstar. Die Nachkommenschaft ist der Beweis dafür. Sogar die Menschen machen das. Viele Studien aus dem Tierreich bestätigen, dass die Monogamie ein Schwindel ist. Die Leute haben typischerweise eine duale Strategie. Bei den Menschen hat man das herausgefunden, als in Großbritannien die DNS-Tests begannen. Sie zeigen in etwa dasselbe Verhältnis. Nicht alle Vögel sind monogam, aber auch nicht alle sind untreu. Das Verhältnis ist etwa halbe-halbe. Wenn Sie in Ihrem Leben Schriftsteller werden wollen, haben Sie zwei Optionen. Die erste ist, dass Sie für eine Zeitung schreiben. Das wird Ihre ganze Energie auffressen. Suchen Sie sich also lieber die einfachste Stelle, die Sie finden können. Arbeiten Sie als Portier oder in einem Job, der Sie intellektuell nicht auspresst. Dann gehen Sie am Wochenende nach Hause und schreiben Ihre Romane. Das ist viel besser, als die ganze Zeit etwas dazwischen zu machen. Ich habe das an mir selbst bemerkt. Als ich Börsenhändler war, war ich ein viel besserer Forscher als jetzt, da ich Professor bin. In der Mitte funktioniert es nicht. Und tatsächlich, wenn man die Geschichte von Schriftstellern oder von Forschern betrachtet, sieht man, dass all diese Leute, wie ich es nenne, eine Hantel hatten. Einstein war ein einfacher Angestellter und arbeitete an seinen Schriften. Gut, Darwin war reich. Englische Landpfarrer hatten einen bequemen, langweiligen Beruf und widmeten sich daneben der Forschung. Solche Leute haben Hunderte von Dingen entdeckt. Also das zeigt, diese Handelsstrategie funktioniert. Wenn wir noch kurz wieder einen Blick jetzt nicht auf Einzelmenschen werfen, sondern auf Organisationen, kann man sagen, die Banken haben unterdessen auch vernünftige, antifragile Strategien herausgefunden, oder sind die immer noch too big to fail und werden alles kaputt machen?
Viele merken nun, dass man robust sein muss. Aber sie haben die Illusion, dass sich Robustheit erreichen lässt, indem man in der Mitte steht. Sie merken aber nicht, dass man auch Risiken eingehen muss. Sie bleiben konventionell. Auch die Schweizer sind irgendwie so. Die Banken waren klug, bis die UBS amerikanische Firmen aufkaufte. Inzwischen sind sie wieder schlauer. Nun wollen sie im grenzüberschreitenden Geschäft kooperieren und gehen nur ein paar marginale Risiken ein. Sind Schweizer Banken heute robust oder sogar antifragil? Nun, sie waren sehr robust, bis sie versuchten, die amerikanischen Banken nachzuahmen. Doch nun werden sie wieder sehr robust. Reden wir nun über die Systeme. Ein System mit vielen Variationen ist generell viel besser als ein zentralisiertes. Und die Schweiz funktioniert ja von unten nach oben. Als ich hier über die Schweiz sprach, habe ich gesagt, Lenin war als Flüchtling in der Schweiz und versteckte sich hier, um weiterzukommen. Nabokov, sein kompletter Gegenspieler, war ebenfalls als Flüchtling hier. Und keiner dieser Flüchtlinge, die hier aus politischen Gründen Schutz suchten, dachte je daran, dass sie wohl etwas von der Schweiz in ihrem eigenen Land anwenden sollten. Hiding in Switzerland for political reason, or if you're taking shelter in Switzerland for political reason, that there got to be something about Switzerland, right? That they should probably apply to their own country. Wir sind offen, wir geben den Roten wie Lenin, den Weißen wie Nabokov Asyl und die Möglichkeit, Lenin hat ja in der Zentralbibliothek hier in Zürich viel studiert. Doch warum waren sie hier? Weil es hier stabil war. Und warum war es stabil? Niemand hat damals realisiert, warum es stabil war. Lenin zog aus, um seinen großen Staat aufzubauen. Sie haben nicht gemerkt, dass der Schlüssel zur Stabilität in diesem Land die breite Verteilung von Entscheidungsfindung ist. Das Fehlen eines Zentralstaats. Diesen Gedanken will ich jetzt als letztes Kapitel für die letzten paar Minuten aufnehmen. Was können wir sagen, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken über die Welt? Sie sind nicht für Zentralstaaten, Sie sagen, die sind eben nicht antifragil. Wenn Sie schauen, die Weltentwicklung, zum Beispiel die USA, was dort passieren wird, Sie mögen Hillary Clinton überhaupt nicht, habe ich gelesen, sind Sie pessimistisch, dass Entwicklungen geschehen werden, die nicht gut sind? Lassen Sie mich zuerst etwas sagen, das man in der Politikwissenschaft nicht kennt und über das ich geschrieben habe. Ich habe viele wissenschaftliche Beiträge für Zeitschriften verfasst und auch einen für die US-amerikanische Regierung, in denen ich versuche, die Risiken in verschiedenen Ländern abzuschätzen. Der große Irrtum dabei ist, verschiedene Regimes zu vergleichen und zu sagen, dieses Land ist kommunistisch und jenes hat eine freie Marktwirtschaft und deshalb ist dieses Land besser als das andere. Gut, das kann man tun, aber vergessen Sie nicht, dass etwas viel wichtiger ist: die Größe. Wieso die Größe? Weil kleine Dinge anders funktionieren als große. Nehmen Sie einen Elefanten, der ist keine große Maus. Ja. Wenn man ein Ding vergrößert, muss man das Gerüst, die Knochen und deren Dichte noch weit größer machen, etwa bei einem Tier. Warum? Weil sich die Sachen nicht wirklich proportional verhalten. Ja, also ich verstehe den Gedanken, aber die USA sind jetzt einfach ein Elefant? Nein, die USA sind kein Elefant, sondern ein Staatenbund, eine Föderation. Oder sie waren das zumindest vor der Regierung Obama. Aber nehmen wir China. Vergleichen Sie den Elefanten China mit der Maus Singapur. Nun merken Sie, dass Sie beim Vergleichen von Systemen nicht Regimes vergleichen dürfen, sondern zuallererst auf die Größe fokussieren müssen. Und zum Schluss, was uns am meisten interessiert, neben der Schweiz, die wir besprochen haben, ist die EU. Ist die EU jetzt mehr ein dezentrales Ding wie die USA und kein Elefant? Oder haben Sie Angst für die EU? Ich bin halb dafür, für die EU, und sage Ihnen gleich wieso. Die EU hatte auf dem Papier das Prinzip der Subsidiarität. Das ist eine intelligente Form der Dezentralisierung. Mit anderen Worten, man dezentralisiert alles, außer das Militär und wichtige Dinge. So wie hier in der Schweiz. Subsidiarität, wie die katholische Kirche oder das römische Weltreich waren. Auf dem Papier hat die EU diese Mission.
Doch leider ist es so, dass wenn man Bürokraten in Brüssel zusammenbringt, so beginnen diese, Pommes frites zu essen und Vorschriften zu verfassen, wie Regeln über die Geschwindigkeit von Scheibenwischern und solches Zeug. Ja. Das ist nicht gut. Es ist nur zum Teil gut. Frankreich ist ein Top-Down-Land, ein zentralistischer Staat. Frankreich ging es gut, als man es nicht zentralisieren konnte. Nachdem man das Land zentralisiert hat, ging es bergab. Die EU hilft französischen Städten, Paris zu umgehen. Sie hilft Barcelona, sich von Madrid zu verabschieden. Dort ist die EU hilfreich, doch sie lässt sich in Dinge hineinziehen, welche das Prinzip der Subsidiarität oder der katholischen Kirche nicht unterstützen. Es ist faszinierend, mit Ihnen zu reden. Sie haben gezeigt, wie oft der Mensch sich täuscht, wenn er Theorien aufstellt. Wir haben 120 Sekunden noch. Diese möchte ich nutzen, um mit Ihnen, von Ihnen einen Blick in die Zukunft zu machen, weil Sie sagen, wir wissen schon etwas über die Zukunft, nämlich wir dürfen nicht die Neomanie pflegen. Okay, all right. Es gibt einen einfachen Weg, in die Zukunft zu blicken. Als man in den 1950er Jahren Vorhersagen zu machen versuchte, nahm man die Gegenwart als Ausgangspunkt und fügte fliegende Motorräder hinzu, Pillen, welche unsere Ernährung verändern würden und eben all dieses moderne Zeugs. Doch der Weg zur richtigen Vorhersage ist, dass Sie die Gegenwart als Ausgangspunkt nehmen, aber alles daraus entfernen, was zerbrechlich ist, was fragil ist. Es ist seltsam, aber wenn ich vorhersagen will, wie die Welt in 30 Jahren aussehen könnte, würde ich alles, was heute noch nicht 30 Jahre alt ist, herausnehmen und sagen, das andere wird in 30 Jahren noch da sein. Also alles wegnehmen, das noch nicht 30 Jahre alt ist. Also zum Beispiel ein Buch, das vor 30 Jahren nicht gelesen worden ist, wird auch in 30 Jahren nicht gelesen werden. Der Weg zur Vorhersage ist, dass es viele Technologien gibt, die nicht vorhersagbar sind. Was ich aber voraussagen kann, ist, dass alles, was jetzt neu ist, durch etwas noch Neueres ersetzt wird. Das Alte aber, dies hier, wird auch in 30 Jahren noch da sein. Das ist etwa 3000 Jahre alt. Was aber nicht bleiben wird, ist wahrscheinlich Ihr Laptop, der verschwinden und durch etwas anderes ersetzt werden wird. Und irgendetwas Neues. Und Ihr Buch, dem ist zu wünschen, dass es in 30 Jahren noch da ist, weil es ist wirklich gut. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch. Und ich habe zuerst gedacht, Sie sind einer, der so als Statistiker sehr kühl, keine Romantik kennt. Dann fand ich ganz hinten im Buch den Satz, wir leben in einer Welt, deren Zauber aus unserer Unfähigkeit rührt, sie restlos zu verstehen. Ist also gut, dass wir nichts alles wissen. Herzlichen Dank, Nassim Taleb. Danke Ihnen, danke sehr. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein. Ein weltbekannter und eigenwilliger Denker ist auch nächste Woche bei uns zu Gast. Meine Kollegin Barbara Bley spricht dann mit dem australischen Star-Philosophen Peter Singer, der Menschenrechte für Menschenaffen fordert oder eine radikale Umverteilung des Reichtums zugunsten der Armen und für den selbst das Folterverbot kein absolutes Tabu ist. Also ein irritierender und zugleich überaus inspirierender Kopf auch nächsten Sonntag. Für heute danke fürs Zuschauen und allen einen schönen Tag. Von der Philosophie zur Kunst.